Was? Nein, das ist nicht echt. Als ob, nein, bist du behindert? Fangen wir ganz vorne an. Das ist Evanio. Vor ein paar Wochen hat er das heilige Regenbogenglas von Unge geklaut. Mal gucken, ob er ist mehr kurz Millionär geworden. Aber Unge, der Detektiv, hat das natürlich mitbekommen. Das ist nicht sein Ernst! Wenn das kaputt geht, bin ich richtig sauer. Und das ist Maelo. Er hat das neuere und viel wertvollere Regenbogenglas aus der Schweiz. Das Schweizer Regenbogenglas. Oha, das Schweizer Regenbogenglas. Die Rente ist gesichert. Evanio möchte sich nun bei Unge entschuldigen und das Regenbogenglas persönlich in der Schweiz abholen und nach Madeira bringen. Ich werde in die Schweiz extra jetzt fliegen, um mir dieses Glas zu besorgen. Und genau da mache ich Evanio einen klitzekleinen Strich durch die Rechnung. Evanios Plan ist simpel. In die Schweiz fliegen, einen hochillegalen Deal mit Maelo in einer Hintergasse machen, zurück nach Madeira fliegen und zack, alle sind happy. Aber was wäre, wenn bei der Übergabe etwas schief gehen würde? Zum Beispiel, wenn das Glas auf den Boden fällt und kaputt geht. Dann wäre ja Evanio für absolut nichts in die Schweiz geflogen. Genau das machen wir. Ich kenne Maelo schon seit vielen Jahren und deshalb hat er mir auch geschrieben, dass Evanio in die Schweiz kommt, um das Regenbogenglas zu holen. Er hat mich dann gefragt, ob ich bei der Übergabe vom Regenbogenglas dabei sein will und ich habe natürlich ja gesagt. Das hier ist ein originales Schweizer Regenbogenglas. Natürlich hat es nicht so viel Wert wie das Regenbogenglas von Maelo. Ist ja klar. Aber, und das ist extrem wichtig, es sieht genau gleich aus wie das Regenbogenglas von Maelo. Momentan ist es noch ganz, aber in wenigen Stunden wird es schon kaputt sein. Und es eignet sich natürlich perfekt zum Trinken. Da ist gar nichts drin, Digga. Nee, das ist kein normales Glas. Das ist das Schweizer Regenbogenglas. Dann musste ich nur noch Maelo über das Ganze informieren. Maelo, zack. Anrufen, Digga. Servus. Servus. Du hast dieses Glas schon eingepackt, oder? Ja, mein Glas sealed gefühlt, alles Ja. perfekt gepackt, ja. Okay, und weiß er das schon, dass es eigentlich wie eingepackt kommt, oder weiß er das noch nicht? Ich glaube, er weiß das, ja. Ja, Aber easy. er ist ja schwer dulli. Also, Ja. ich weiß nicht, ob das noch im Kopf hat. Ich würde es aber wie so machen, dass ich das Glas noch einmal anstelle und aus Versehen so runterhau. Entweder so, weißt du, ich schaue nicht richtig an oder so. Ich glaube, das ist am natürlichsten. Ja, ja. Meinst du? Ich hoffe, das Fernsehen sind nicht viele Leute rum. Ja. Viele Zuschauer, das könnte ein bisschen abfucken. Bis dann. Bis dann, tschüss, ciao. Ciao, ciao. Ich habe keinen Plan, ob es funktionieren wird. Aber hier ist es, das Regenbogenglas. Es ist noch ganz und in 2 Stunden wird es kaputt sein. Ich fuhr nach Bern, traf mich mit Maelo und Evanio und sagte ihnen, ja, ich filme nebenbei noch ein bisschen. Ich mache einen Vlog vom ganzen Tag. Moin. Moin Meister, was geht? Moin, Digga, was Hallo. geht? Digga, du bist immer so nah am Face. Kannst du mal vloggen, so wie du vloggst? Ich würd so würde ich. Moin, wie geht es euch? Hallo! Wir sind jetzt hier in Bern mit Evanio. Du filmst unten, ne? Da sieht man das Doppelkinn. Ich bin ja fett, du ja nicht. Aber da sieht man das Doppelkinn. Deswegen filme ich auch von oben. Ach so. Jetzt weiß ich, wie das geht. Moin, Freunde, was geht? 2 Schweizer reden Hochdeutsch richtig cringe, Digga. Und hier ist Evanio, ihr kennt ihn. Ja, komm halt, der Maul, Digga. Maelo macht jetzt die legendäre Übergabe vom Regenbogenglas an Evanio. Oder, ja, nachher dann. Und Evanio hatte keinen blassen Schimmer, was ein paar Minuten später passieren würde. Irgendwie Ficktown oder sowas? Also Ja, in Fickenhausen, glaube ich. Fickenhausen, genau. Voll lustig. Das wird umbenannt leider, weil die Leute sich davon belästigt gefühlt haben. Ja, und dann musste ich das Glas nur noch zerstören. Wirklich, ich freue bei jeder Schweizer rumgefühlt, weil ich ja noch so Deutsch bin teilweise. Ja, klar. Was? Stopp. Bevor jetzt alle Leute in die Kommentare schreiben, das Zerstören sah so absichtlich aus. Ja, sah es war richtig schlecht, aber Evanio hat es abgekauft. Ja, klar. Was? Nein, das ist nicht echt. Bro! Nein! Als ob, nein, bist du behindert? Ey, nein! Nee, Digga, nee. Ey, was ist gerade nicht passiert? Ey, bist du behindert? Was? Nein, lass mal so liegen, bitte lass mal Digga, nee! Evanio hat es sogar so fest geglaubt, dass er eine Insta-Story gemacht hat, Digga. Eine Insta-Story. Das ist unfassbar, das Regenbogenglas, worum ich hergekommen bin, hat er einfach gerade umgestoßen. Der Adi. Er hasst Deutschland so sehr, dass er einfach... Das ist gar nicht deine... Ey, das ist ein Prank von euch. Ey, ich will prank mich noch gerade, oder? Ich bin hergekommen deswegen. Sehe ich so aus oder was? Ich bin noch nie. Ey, das ist richtig geplant auf dieser Tritt. Ey, warte, ich hab noch ein zweites, ne? Alles gut. Hast du eines? Ja, ja. Aber warte, ist das dein Ernst gerade? Du ehrlich verarschen? Ich schwör, es ist nicht. Das sah richtig prankmäßig aus. Digga. Digga. Aber wieso hält das nicht? Das ist sogar aus Diamanten, Bro. Du bist extra in die Schweiz geflogen wegen diesem Glas, ne? Das ist immer noch mehr wert als das deutsche. Es ist immer noch mehr wert, ja. Ja, wollen wir einfach man kann einfach ein anderes nehmen, aber... Du kannst in die Box schauen, Digga. Kannst in die Box schauen, ist nicht drin.
Digga, ihr bleibt zu locker gerade, das glaube ich euch gerade nicht. Das ist Ja, was will ich machen, Digga? ja, das ist doch voll zu, Mann. Die sind zugepackt. Digga! Bro! Hast du den Tritt gefilmt noch mit deiner Cam? Nein, Oh mein Gott! ich habe nicht gewusst, dass die Kamera hier läuft. Soll ich das soll ich Das ist ein Bullshit, das hast du zu. Digga, ich habe jetzt etwa 5 Minuten lang überlegt, wie kann ich das Glas hier irgendwie runterstoßen. in dem Moment wollte ich dich fragen, soll ich schnell die Kamera schnell vloggen müssen, so dies, das? Ich habe mein Regenbogenglas für dich verschwendet. Dankeschön. Aber ich habe mich wirklich geschockt, das war wirklich richtig geschockt. Bro, Du Digga! warst ein bisschen zu locker, wirklich jetzt. So Ja, was richtig hätte ich machen sollen, sag mir es. Was entspannt einfach so. So ja. So ja, passiert. Ich habe diesen Sprung irgendwie so. Ja, ich wollte irgendwie so den Fuß hier reintun und dann so runtergehen und dann das Glas irgendwie mitnehmen. Oh mein Gott. Schon die ganze Zeit ganz nah dran gelaufen. Hier, hast du dein Regenbogenglas, kannst du mitnehmen. Ich bringe das so. Das ist eine geile Bait. So, hier, Simon. Junge, da ist dein Glas. Sehr nice. Bis die Uhr. Also eigentlich muss es der Deutsche putzen, oder? Deutsch. Ja, sorry. Was? Das war ja kein Vlog. Nee, das war kein Vlog. Ja, Alter, das war echt ein guter Prank. Also, das war echt, das war kein Prank Bros Niveau. Das war wirklich ein echter Prank. Krass. Sogar die Pranks machen wir besser als Leon Mascher. Ach ja. Hey, bist du behindert? Bald sprengen wir Madeira in die Luft, Digga. Let's go, Digga. Dieser Prank war somit eine doppelte Win-Win-Situation. Erstens konnte ich Evanio komplett hops nehmen, was wirklich schon längstens Zeit wurde. Und zweitens habe ich ein Schweizer Regenbogenglas zerstört, was das Glas von Milo viel wertvoller und Unge zum reichsten Mann der Welt macht. Bitteschön. Hey, bist du behindert? Man kann einfach ein anderes nehmen. Kennt ihr das Regenbogenglas? Hey, bist du behindert? Das war kein Prank Bros Niveau. Das war wirklich ein echter Prank. Krass.